Hast nicht so viel Zeit, sag ich mal. Hallo? Ja, der Neigtas ist jetzt auch noch da. Neigtas, yes, ja, Neigtas. Sehr gut, ja voll. Hörst du uns? Yes, ja. Also. Ich habe eben gerade wollen, darf ich dich fragen, bist du jetzt mit dem Phone gerade online oder mit dem Laptop oder wie? Ich bin mit dem Laptop. Ah, easy, okay. Nein, das ist gerade gut, weil kann ich ein bisschen einen Stresstest machen mit dem Server, weißt du, mit dem Discord-Server. Aber weil das ist schon... Ja. Aber es ist gut, neigt das auch für die, die natürlich jetzt erstmal einschalten werden, oder ich werde das dann irgendwann einmal auch klippen. Der neigt das, willkommen da im Cola-Podcast erstmal. Cool, dass, weil er jetzt einer war von den Zuschauern, der auch gerade mit Fragen gekommen ist. Neigt das, würdest du vielleicht auch nochmal schnell da via Audio sagen, was so on your mind ist, so, was du so gedacht hast? Oder was schwelgt dir vor, was so die Überlegung ist, wieso du würdest vielleicht gerne so einen YouTube-Channel machen, aber bist noch ein bisschen, sage ich mal, am Umrätseln, ob du es machen oder nicht? Right, also vielleicht mal so vorab, für die Information, ich bin bei Internet Money und okay. da dürfen wir halt auch Videos auf dem grossen Channel aufladen, halt auf Englisch. Und Martin, sorry, schnell Neigtas, klingt dich ruhig aus, gell Martin, wenn dich musst ich höre mal dazu. Aber mach nicht so, Neigtas. Neigtas, mach weiter. Ich will da auch nicht voll mit Funk stellen. Nein, alles gut, alles gut. Genau, und die sind auch bekannt für ihre Cook-Up-Videos und so, eben, die haben ja mega so die Beatmaking-Videos popularisiert. So vor, ich weiss, 2016 ist das gewesen, glaube ich. 2017, die sind ja gross geworden mit dem. Dann habe ich gedacht, wäre es natürlich cool, das auf Schweizerdeutsch zu machen, weil ich mache momentan auch immer wieder Instagram-Livestreams und halt wegen der Zeitverschiebung schalten dort vor allem Leute von Europa ein, vor allem auch viele Schweizer, die mich halt kennen, irgendwie von irgendwelchen Schweizer Songs oder so. Und dann habe ich gedacht, es ist vielleicht wie naheliegend, das echt mal ins Schweizerdeutsch reinzubringen, weil es wie gerade so auf der Hand liegt. Aber ich weiß halt nicht, wie es sich nicht lohnt, ob ich nicht von Anfang an gescheit recht auf Englisch soll, weil ich ja wie auch schon die Plattform kann nutzen kann. Ja. Anstatt wie von neu auf etwas zu kreieren. Es ist schnell so ein bisschen immer eine Frage von, wie dependent man ist und ob man etwas für Culture macht. Oder Warte, ja, nicht mal wegen dem Culture-Ding, aber ich hätte jetzt spontan, intuitiv, wäre mir halt eingefallen, kannst du dann nicht beides, du hast ja gesagt, du hast nicht so Exklusivität gebunden, dass du nur bei ihnen darfst auf der Plattform machen, oder? Ist das richtig? Ja, genau. Ja, voll. Was spricht dann dagegen, wenn so viel Content, klar, es ist mehr Arbeit für dich, mehr Zeitinvestition, aber dass du irgendwann auf so ein Level gehst, dass du beides kannst machen, also dass du ihre Plattform potenziell auf Englisch verwendest, sage ich jetzt mal mit deinem Content, und aber dein eigenes Ding auch auf Schweizerdeutsch für die Schweiz auch noch, wenn du da ein bisschen auch willst, den Leuten zeigen, was du machst, was wird dann etwas dagegen sprechen, außer Zeit jetzt für so etwas? Ja, vielleicht auch da, dass der Fokus ein bisschen in verschiedene Richtungen geht, oder ja, ich finde, wenn man etwas macht, soll man dort schon hart reingehen. Und wenn halt nur das nebenbei würde schweizerdeutsche Videos machen, wäre ich vielleicht auch nicht ganz zufrieden damit. So, ja, aber auch je nachdem, wenn man dann genug Zeit hat und genug drin investiert, wäre es schon nice. Ich habe gedacht, man könnte hier, so die ganze Schweizer Szene hat jetzt vor allem gerade in unserem Kreis sehr Ausbaupotenzial vom Content, den wir kreieren. So, im Sinne von, wenn wir in Studios gehen oder wenn wir eben irgendetwas machen, dann können wir das echt filmen und dann zusammenschneiden und du hast einen 3-4 Minuten Clip, der mega motiviert, etwas zu machen, der so zeigt, so, hey, schau, wir sind hier, das ist das, was in der Schweiz abgeht. Ja. Aber keine Ahnung, mit verschiedenen Sessions, also ich weiß jetzt nicht, ob du den Kreis kennst, wo wir affiliiert sind, sagen. Nein, also ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, also weißt, ist mir ja auch alles geläufig mit dem Internet Money Movement und alles. Ich meine, die haben jetzt auch riesige Songs gerade draussen. So. Ich habe am Anfang zum Beispiel nicht gecheckt, das sind hure viele Leute dort, also weißt du, der Spotify-Banner zeigt dir ja schon auf der Artist-Page von Internet Money. Yes. Das ist ich habe gar nicht gecheckt, okay, das sind in dem Fall all die Leute, die in diesem Kollektiv sind, so. Und ich habe auch nicht gecheckt, also du bist gesigned bei Internet Money, kannst du mir das schnell erklären, wenn genau, ja. Also wie funktioniert denn das? Du bist irgendwie bei so einer Europazelle
So wie der Southside oder so nein. hat Europe 808 Mafia zählen 808 oder so Mafia. etwas, oder was? Nein, also sie haben dort ganz viele Leute von Europa, aber es gehört eigentlich alles zu einem. Also es ist wie nicht, Okay. es ist wie nicht mega der Unterschied gemacht, ja. Aber Ja, was... also ich will da nicht mega fest into Detail gehen, aber es ist echt basically mehr, dass du zum Team dazugehörst. Also es ist eine sehr Okay, angenehme und verstanden. freie Sache. So. Es ist nicht sehr, so, Okay. es ist nicht gerade so ein 360-Deal oder so irgendetwas. Es ist mehr Okay, so, dass nein, du im Team involviert bist und so. okay. Und dass du auch wie so ein bisschen ihre Schnittstellen teilweise kannst nutzen oder eben da Synergien kannst Genau, nutzen und so Sachen. Okay. ja. Interessiert dich dann der Ami-Markt mehr im Moment für Beat-Placements als der Schweizer Markt? Wenn jetzt ehrlich Ja, müsstest, auf jeden schon, Fall. oder? Ja, 100%. Also echt auch, weil du, sobald du ein amerikanisches Placement hast, bringt dir das vor Reichweite viel mehr. Finanziell bringt dir das viel mehr. Mhm. Und das ist ja so die Phase, wo ich jetzt gerade von drin bin, ist so wirklich davon zu leben, so ein bisschen unabhängig zu werden. Mhm. Und dort sind die Schweizer Placements immer so, ja, weißt schon nice, hast einen Song mit jemandem, wo jetzt gerade frisch aufkommt, an die ganz grosse ist es schwierig daran herzukommen, weil ich bin da noch nicht so in diesem Schweizer Netzwerk drin. Mhm. Und da springt halt echt nicht so viel raus, wie in einem eben amerikanischen Placement. So. Aber auf der Ja, anderen Seite wollte man halt gleich auch etwas für die Culture machen. So ist es natürlich nicht. ist halt Ähm, vorbildlich, so, wenn du jetzt dir halt überlegst, trotzdem wegen dem, weißt, schweizerdeutschen Content zu machen oder etwas, wo halt mehr für den Schweizer Markt ist. So. Aber du hast schon recht, dass mit dem, weißt, ausbalancieren oder ja, auf was fokussierst du dich dann? Ich meine, wenn dein Hauptauftrag sozusagen ist, dass du im amerikanischen Markt willst weiterkommen mit Beat Placements und Song Credits und so, dann ja, kann ich aber auch voll nachvollziehen. Weißt, wenn du jetzt sagst, okay, dann tust du das Schweizer Ding zuerst mal auf die Seite, so, wenn du jetzt aber extra Zeit hättest und du bist sowieso, sage ich mal, im Studiomodus und gewisse von diesen Sachen würdest du aber auch gerne haben, dass das auf Film ist sozusagen oder du halt auch ein bisschen ja, Background. Ich stehe halt voll auf so, natürlich auf so Beatmaking-Nerd, also so von Ryan Leslie Days. Ich weiß jetzt nicht, wie alt du bist, aber vielleicht ist das noch, ich halt so nein, kenne ich nicht. Ryan Leslie Studio-Dinger habe ich früher gesehen. So. Du bist, Muss ich mal anschauen. was bist du für ein Jahrgang, darf ich fragen? Merkt 2000, das. 2000. 2000, wow, okay, krass, man, das flasht mich immer, wenn ich dann Leute... Also es ist noch gut, es ist schön, du hast noch deine ganze musikalische Karriere vor dir, wenn du jetzt noch das länger willst machen, sage ich mal. Aber die Right. Studio-Beatmaking-Sachen, die sind immer spannend gewesen. Aber ich finde schon auch, Ja, wie der Martin vielleicht das auch vorher gesagt hat, ist so, ich kann jetzt auch nicht sagen, es hat sicher Potenzial, auch auf Schweizerdeutsch, weil ich kann mir vorstellen, wenn du das geil machst, dann wollen das schon Leute schauen und ich halt, mein Input, vielleicht dort unabhängig, weißt, ob das jetzt hilft oder nicht, weiß ich dann nicht, aber das halt, ich fände es ein bisschen schade, wenn du die Zeit investierst und du machst das nachher einfach für ein bisschen IG-Content, weil was ich einfach gemerkt habe, ist, ja, auf YouTube kommt so Zeug viel geiler. So. Klar, wir machen jetzt gerade einen Tag, wo wir auf YouTube stattfinden und ich weiß schon, dass das leicht biased kann wirken oder subjektiv, wenn ich jetzt da sage, ja, auf YouTube ist so Beatmaking-Content geiler, aber auf Instagram habe ich das Gefühl, das verpufft also korrigiere mich, ob du das anders fühlst, aber wenn du jetzt so Beatmaking, weißt, irgendwie auch Clips würdest machen, so 2 Minuten, wo du ein bisschen geile Sachen zeigst, so ein Post verpufft oder so ein IGTV-Ding mega. verpufft doch Ich finde einfach schnell. auf YouTube ist es einfach viel langlebiger und das kannst du auch noch in 2 Jahren einmal anschauen. Wer Genau. geht schon auf Instagram ein altes Video nachsuchen oder so, also und auch für Ja, Google, die Indexierung und alles. Also es macht für das definitiv mehr Sinn auf YouTube. Ja, nein, finde ich auch. Also ich habe das Gefühl, so die Short 1-Minuten-Tutorials auf Instagram, ja, da kannst du ja auch gar nicht in Depth gehen, wenn du ein bisschen mehr willst, als nur, ja, wie machst du einen Basic Beat oder so. Also ja, voll, ich denke, das ist overall, Insta ist viel zu kurzlebig, für dass man dort wirklich so Quality-Content kann rauslassen kann. Warte, man neigt das für die jetzt da das später auch noch werden sehen, wenn ich das als
als separate Clips noch aufladen. Das ist dein IG-Handle, gell? Kann das sein? Ja, weil du da auch noch Internet Money Records hast du da noch tagged. Okay, nein, das für die Zuschauer, die das auch ein bisschen interessiert. Wir sind da natürlich in einem relativ spontanen Tag jetzt mit dem Martin Bommeli und der Neigtas ist da jetzt noch dazugekommen. Seines Zeichen Beatmaker und Produzent, oder so? Oder hast du noch andere Rollen? Bist auch nebenbei interessiert dich auch noch das Mixen oder was? So Mixing-Ingenieur? Ja, also ich mache basically alles. Also okay. Ich tue viele Leute recorden, ich tue mixen, ich tue mastern. Okay, kannst du mir das mal erklären? Weil du hast jetzt, das ist gerade gut vielleicht, weil da kann ich dich fragen, weil du bist aus der 2000er-Ära, du bist noch jünger, du hast noch sehr viel vor dir, wenn es hoffentlich auch bei dir läuft, so würde ich mir natürlich auch für jemanden wie dich wünschen. Kannst du mir erklären, ich merke aus der ich habe mich früher mehr privat auch mit Beat-Producing selber, ein bisschen mit Beatmaking irgendwie auseinandergesetzt und ich habe auch schon meine Tage, wo ich so Fruity Loops und Cubase und all das Zeug irgendwie studiert habe. Aber jetzt, ich mache es nicht mehr aktiv, seit ich in der Musikbranche arbeite, halt, musizieren, oder? Aber ich habe einfach gemerkt, es gibt jetzt mega viele junge Beatmaker oder Produzenten, die halt nur noch Samples machen. Weißt du, so Geschichten, die ich auch höre, wie Q-Beats in Deutschland, wo halt Meister sind im Samples machen, aber die machen dann nicht die ganzen Songs, sondern nur Samples und so. Wo bist du jetzt zum Beispiel auf dieser Lane? Was ist so deine Einstellung, findest du das zum Beispiel cool? Also bist du jetzt jemand, der den lieben langen Tag Samples nur machen kann und das stört dich dann nicht? Oder würdest du ganze Songs produzieren? Weißt du, was ich meine? So, ich habe das Gefühl, der Trend, gewisse Junge wollen wieso nicht mehr, also was ich ein bisschen schade finde, ich kann mir das wieso nicht erklären, wieso sie nicht den ganzen Song amix produzieren wollen. Weißt du, was ich meine? Ja, voll. Das ist, nein, also ich muss sagen, ich bin auch nur zu dem ganzen Internet Money Ding gekommen, auch nur wegen Samples. Also ich habe nie Beats geschickt, ich habe nur Samples geschickt. Also primarily a Sample Maker. So, also ich gehöre schon eher in die Sparte. Wobei ich muss sagen, dass mein Endgoal ist, dass ich schlussendlich mit Artists direkt im Studio kann sein und direkt an einem Projekt kann arbeiten. Also ich habe dort schon Ambitionen, dass es dann auch nicht nur so, wie sagt man dem, ja, weil Sample Maker tönt so ein bisschen industriell. Also ich will es nicht dissen oder so, gell? Du verstehst schon, ich verstehe die Abgrenzungen und so. Und ich verstehe auch, dass das sehr lukrativ kann sein für Internet Money oder für 808 Mafia und so, wenn sie Leute dort haben im Hintergrund, die sagen, ey, schickt einfach Samples die ganze Zeit und wir platzieren das nachher in Songs. Weißt, ich kann schon verstehen, dass das... Ja, voll. Ich sehe mega von wo es kommt, aber so ein bisschen die History vom Ganzen macht dann wie aus Sample-Making eine ganz eigene Kunstform. Also ich weiß nicht, ob der Frank Dukes etwas sagt, aber sicher, das ist ja so der ganze Kingsway Music Library Ding. Natürlich. Das ist ja, also viele Leute, auch viele Schweizer, machen sehr, sehr gute Samples und machen viel mit Live-Instruments. Also ich mache zum Beispiel auch die meisten von meinen Samples mache ich mit echten Gitarren, mit Klavier, ich spiele Flöte, ich tue selber einsingen und so. Und das wird wie so eine ganz andere Idee, als jetzt mache ich nur schnell ein paar Bells und ein Piano und dann mache ich ein Beat. Sondern es ist wie, du machst schon einen ganzen Track und probierst aus dem Track ein Sample zu machen. Natürlich. Wo dann andere von einem Beat wäre so eben so wie man früher halt gesampelt hat. Und dass man jetzt das nicht muss clearen, macht man von Anfang an gerade ein Sample mit dem im Kopf. Voll. Und das ist halt, also das ist jetzt auch extrem so eine eigene Kultur geworden. Vor allem gerade mit der Kingsway Music Library, da hat es Leute, die so krasse Production Techniques herbringen. Und der Vorteil ist dann, wenn du die Loops und die Samples machst, dass dann der Produzent auch seine eigene Idee dort reinbringen kann. Und das ist wie das Beste, was du momentan machen kannst. Weil häufig mache ich einen Loop, wo ich schon einen Rhythmus für einen Beat im Kopf habe, aber ich mache den natürlich nicht, sondern schicke dann nur den Loop oder das Sample raus. Und dann bekomme ich einen Beat zurück mit komplett anderen Drums drauf. Dann haben sie das Sample zur Hälfte verlangsamt oder so irgendetwas und haben komplett anderen Groove daraus gemacht, haben es gecuttet und ganz anders aneinandergereiht. Plötzlich ist etwas, wo du selber nie wärst drauf gekommen, weil du es wie von Anfang an gemacht hast, weil du nicht ein Sample bekommst und dann nicht dran gehst, als wärst du ein Sample.
Nein, Also weißt, ich finde, das ist... Ich würde auch nicht sagen, es ist, verstehe mich bitte nicht falsch, auch für die Zuschauer, die sich da für Beat Production wieder neigt, dass sich sehr involvieren. So. Ich würde das nicht abreden oder denke dann so, dass wenn man jetzt nur Samples würde machen, dass das ich verstehe absolut, was du jetzt gerade gesagt hast, dass das wie so eine höhere Kunst hinter dem ist und all die, ich würde gar nicht überlegen, wie viel Stunden du investierst in Automationen, weißt du, in so irgendwelche kleine Quirks und Automationen, um den Sound irgendwie verändern und auch wenn das für einen 8-Bar-Loop ist, weißt du, wo du nachher perfektionieren tust, so. Das verstehe ich schon. Ich habe einfach immer ein bisschen jetzt das Gefühl bekommen, also nicht, ich will einfach dann, ich merke nicht, dass ich mitdenken so Leute sind auch ohne mich straight, sage ich jetzt mal, Beatmakers, die wissen dann schon, was sie machen und was nicht. Aber ich merke halt, dass das auch mega exploitable kann werden, dass ja, du wirst zu einem Sample-Maker ein bisschen degradiert, also wenn du ein bisschen verstehst, was ich meine, und andere kommen dann alle Song-Credits über. Es kann ja auch ein bisschen das die Gefahr sein, teilweise, habe ich das Gefühl, oder? Ja, auf jeden Fall. Also im amerikanischen Feld schon noch viel mehr, da passiert schnell mal, dass da etwas Script wird. Also im Schweizer, hier in unserer Szene passiert das auch so gut wie nie. Ja, das gut, halt wie fast alle kennen. Die Schweizer sind ein bisschen lieber dort durch. Also sie sind nicht so businessorientiert. Also es würde wahrscheinlich da auch passieren, wenn sie businessorientierter wären wie in Amerika. Vielleicht hast du schon richtig gesagt. Also. Aber also schlussendlich auch rechtlich gesehen, wenn du sobald du ein Sample machst, dann bekommst du echt deine Song-Credits genau gleich wie jeder andere. Klar. Also klar ist dort das Risiko viel grösser. Das sehe ich schon. Ich meine, es wird selten ein ganzer Beat gerippt von einem Artist. Es wird viel mehr von einem anderen Produzent. Oder schlimmer ist es ja noch mit Midis. Das ist jetzt auch so, was ich persönlich nicht mache. Aber Midis sind ganz schlimm. Und da ist so schwierig, irgendwie rauszufinden, ob das jetzt genau dein Midi ist oder ob er es genommen hat, ein bisschen verändert hat. Oder eben so. Das ist dort, wo ich finde, was sehr gefährlich ist. Aber sobald du wirklich ein Sample gemacht hast, von A bis Z, okay, dann bist du aber auch jemand, wo natürlich auch viel Song-Releases aus Amerika studiert, müsste ich mal meinen, oder? So, was dort alles rauskommt. Wenn du es jetzt möglichst objektiv müsstest betrachten, schaust du auch Mundart, gibst du zum Beispiel auch Mundart und also inländische Song-Releases gibst du auch, okay. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin eigentlich mit dem Grosswort, ich habe mit dem angefangen, also ich komme ehrlich. Ja, weil ich sehe da, gewisse Freunde vom Cola-Podcast folgen dir ja da auch, mit dem Young Glass und mit dem Media East Bay. Und, cool zu dem Punkt, Shoutout die ganze Netroom Family, die ganze Fabrik, die ganze Banner-Szene, so. Yes, Famshit. Genau, für die das dann auch später werden gesehen auf dem Cola-Podcast. Wie gesagt, schon mal danke vorab natürlich auch an Martin, dass er da reingekommen ist, so, wo da ein bisschen im Hintergrund jetzt dann ist. Ihr seht sie natürlich nicht auf dem Screen, weil ihr nur die Stimmen hört. Und jetzt ist auch noch der Nike-Task da dabei, wo wir ein bisschen auch noch ein paar Beatmaking, Production, Inputs jetzt da ein bisschen reinbringen kann. Aber das finde ich alles mega spannend. Ich habe einfach nicht gewusst, dass in der Schweiz Leute, dass es Beatmaker gibt, die affiliated sind mit Kollektiv jetzt Internet Money oder Ding. Gibt es zum Beispiel auch Leute, weißt du das? Gibt es Leute, die irgendwie auch mit 808 Mafia schon verbunden sind aus der Schweiz? Also verbunden im Sinn von, weißt du, so wie der Palace mit 808 Mafia ist. Gibt es so Geschichten aus der Schweiz? Ich muss gerade überlegen, ja, also ich bin ziemlich sicher, dass es Leute gibt, die mit denen arbeiten. Weil die arbeiten ja mit extrem vielen verschiedenen Leuten zusammen. Also das ist auch etwas, was ich erst jetzt so langsam so merke. In der Schweiz haben wir sehr viele, sehr krasse Produzenten. Aber in der Schweiz sind die alle sehr, sehr low-key. Also die schreiben extrem unter dem Radar, die uns halt auch nicht unbedingt mit der Schweizer Szene beschäftigen, aber wir haben schon sehr talentierte und auch grössere Leute hier. Ja, das ist noch krass, das ist noch hart, das natürlich, ja, es gibt halt, also ich verstehe auch, weißt, so wie vielleicht auch ein bisschen dein Werdegang jetzt, dass es auch ganz viele gibt, die halt finden, hey, ich will nicht so viel mit der Schweiz per se zu tun haben, also jetzt nicht, dass das bei dir so wäre, aber ich kann mir schon vorstellen, dass der Sprung nachher die Überlegung wäre, ja gut, ich gehe eher in Deutschland, Frankreich oder Amerika meine Beats platzieren, weil
du kommst vielleicht dann eher auf den Gedanken, weil du auch mit dieser Musik eher aufgewachsen bist. Aber ich finde das, also weißt, ich finde das voll gut, wenn jetzt, wenn es trotzdem auch so Leute gibt, wie dich dort, die versuchen zumindest beides unter einen Hut zu bringen, weißt, weil du bist halt auch, also korrigier mich, aber du lebst auch noch in der Schweiz, würde ich mal meinen, oder? Ja, voll, ja. Du bist ja da jeden Tag so und dann finde ich das eigentlich okay, wenn du ja sagst, ja, weißt, also jetzt auf böse, wie vielleicht gewisse andere sagen, ja gut, ich ignoriere mal jetzt komplett alles, was in der Schweiz läuft und kümmere mich nur um die ausländischen Märkte, sozusagen. Das ist halt schon krass, irgendwie, dass es dort wie so, es gibt fast schon ein bisschen so zwei verschiedene Kluften von Leuten in der Schweiz, weißt du, so, oder zwei verschiedene Arten von Leuten, die halt sofort irgendwie verschwinden würden aus der Schweiz, was ich bis zu einem Punkt auch kann nachvollziehen, weil in der Schweiz vielleicht musikalisch noch nicht so viel läuft im Vergleich zu international, aber dann auch Leute, die halt da in der Schweiz, also so wie ich zum Beispiel, den Cola-Podcast gibt es ja nicht auch nur aus dieser Überlegung, ich werde halt wahrscheinlich den grössten Teil von meiner Zeit werde ich halt da jetzt in der Schweiz verbringen, so in den nächsten 10, 15 Jahren, wenn ich etwas in der Musikindustrie mache. Und klar mache ich auch internationale Sachen oder habe gewisse Mandate international, aber lustigerweise, vielleicht wird es sich bei dir ein bisschen ähnlich verhalten, könnte es sein, dass gewisses Geld, das du machst, und das finde ich eigentlich noch eine geile Überlegung vielleicht für die Zukunft, dass es ja auch kann sein, dass gewisses Geld, das du machst, international, wie sozusagen wieder flippen kannst in Aktivitäten für die Schweiz. Weißt du, was ich meine? Genau, ja, voll. Ja, absolut. Also, was ich auch zu dem muss sagen, ist, dass es jetzt auch für mich einfacher ist, auch finanziell von Musik zu leben, sobald man es in der Schweiz macht. Weil du hast Leute hier, die du kannst recorden, du hast Leute hier, die deine Beats auch picken und die dann auch kaufen. Was in Amerika dann mehr so ist, ja, du hast einen BeatStars-Account oder du schreibst die an und so, aber die haben alle so viele Beats, sobald du sie irgendwie findest auf Instagram. Hier ist es wie viel persönlicher und du kannst auch so eine Relationship mit den Artists aufbauen. Was ich finde, ist, wenn man das dann nicht macht in der Schweiz, und ja klar, dann macht man es vielleicht in Deutschland und so, aber dann ist man ja schon relativ gross. Aber ich finde, man kann mega viel jetzt schon hier lernen, auch schon mit dieser kleinen Szene, Studio-Sessions, wie man mit den Artists umgeht, Mixing, Mastering, Auftritte, all die Sachen. Ich habe das Gefühl, wenn ich das nicht machen würde, würde ich mega viel so Opportunities verpassen, die ich lernen könnte, die mich zu einem besseren Produzent würde machen. Klar. Genau, das ist unter anderem auch so ein bisschen der Grund, wieso ich noch viel, so wie es meine Zeit erlaubt, in der Schweizer Szene unterwegs bin. Also, was schön ist, echt direkt das Feedback zu sehen und halt zu wissen, wer jetzt was lässt und so sehen, wie das alles momentan growt. Ja, voll. Right. Also es ist sicher auch wild, so, weil du bist halt 20 jetzt, oder? In dem Fall 2021 und du schaust das jetzt natürlich, du bist dort mit drin auch. Ich finde das hure wild, wenn du jetzt von der neuen Generation bist und du kommst das halt so mit über, weil zumindest hast du ja jetzt auch viel mehr so Möglichkeiten, wo du bei Studio-Sessions und so könntest reingehen, wenn du jetzt genug den Hunger hast, oder, für dich selber, dass du jetzt sagst, okay, wenn du jetzt vornimmst, nächste Woche 3-4 Studio-Sessions, so, okay, jetzt wegen dieser komischen internationalen Situation, wo wir nicht so viel unterwegs dürfen sein, ist es vielleicht ein bisschen anders, aber sonst könntest du ja da, wie du auch sagst, könntest dir ja Opportunities aufbauen, auch als Schweizer, wenn du das würdest wählen, oder so. Ja, absolut. Aber das ist natürlich, also ich würde das hure befürworten, wenn jetzt, ich weiß nicht, wie der Martin das denkt, aber ein schweizerdeutscher YouTube-Beatmaking-Channel, der hat jetzt auf SwissTubers, gibt es jetzt im Moment auch noch keinen in dem Verzeichnis, glaube ich, oder so. Nein, nicht annähernd. Nein, also da, eben wie gesagt vorher, oder, da wärst du natürlich konkurrenzlos. In der Schweiz hättest du da relativ schnell einen Bekanntheitsgrad, aber wenn du es natürlich international anschaust, dann ist schon klar, müsstest du Englisch machen. Ja. Das macht es natürlich auch einsamer, gell? Neigt das, weil du dann, wie ich jetzt zum Beispiel, ich will jetzt nicht
mir selber so poor little Cola-Podcast Alex, so, aber es gibt halt, je nachdem, welches Thema du halt pickst, wirst du dann merken, dass du ziemlich alleine bist als Creator auf dieser Plattform. Ja. Es gibt dann einen, weißt du, was ich meine? Wenn du jetzt nicht gerade den Clickbait YouTube-Content machst, den Standard-Content, so Reaction, hey, Reaction-Content, lass mich auf die neuesten Memes reacten, so, das ist so, ja. Nein, das sehe ich schon, aber wegen dem frage ich mich, ob es worth ist, das mal so ein bisschen einen Schatz zu geben, aber ich denke, es wäre auch cool, wenn man dann, wie mit dem auch andere junge Schweizer kann inspirieren, etwas zu machen. Voll. Und weil ich habe es jetzt auch schon gemerkt, jetzt langsam bin ich nicht mehr der Jüngste, der Beats macht, und plötzlich lerne ich Leute kennen, die echt jünger sind als ich und sagen, ich mache jetzt so seit 2 Jahren Beats und so. Ja gut, und easy. Aber nein, du bist dort schon noch, man gibt dir dort ein bisschen Credits natürlich, ein bisschen mehr Credits. Ich weiss schon, du versuchst ein bisschen bescheiden vielleicht dann zu sein, aber du bist noch... die 16-Jährigen können wahrscheinlich, ich kann schon verstehen, dass es vielleicht ein paar 16-Jährige dort gibt, die jetzt gewisse Leute auseinandernehmen mit Ableton oder so etwas, aber es kommt ja auch ein bisschen mit der Lebenserfahrung, dass wahrscheinlich dann du vielleicht zum Beispiel mehr Studio-Sessions schon erfahren hast, als jetzt die jüngere Person, oder? Und dann, aber ich weiss schon, was du meinst, so, dass es die Jüngere gibt, die jetzt gewisse gestandene Produzenten schließen, so, das gibt es sicher auch in der Schweiz jetzt. Ja, eben, und das wäre wie schön, wenn man wie Part von dem kann sein, die Leute zu inspirieren, weil ich meine, als ich angefangen habe, sagen wir, als ich 15 war, habe ich mich zuerst mal dafür interessiert, wenn ich nicht direkt auf eine Schweizerdeutsche gegangen der Tutorials macht oder der zeigt, was überhaupt alles möglich ist, schon nur in der Schweiz. Voll. Dann hätte ich viel früher angefangen, dann hätte ich noch nicht irgendwie noch 2 Jahre gewartet oder so, bis ich es dann wirklich angefangen hat. Das wäre natürlich schon so ein Punkt, wo ich meine, das ist jetzt so unsere Zukunft, all die jungen Leute. Voll. Also ist schön, ist vorbildlich, finde ich, dass ein Zuschauer oder jemand, der auch Part von der Collab-Podcast-Community ist, der da jetzt ins Stream gekommen ist, dass er schon mit 20 so vorbildlich auch über die Next Generation nachdenkt. Finde ich gut, neigt das, man. Finde ich sehr, sehr gut, man. Ich kann jetzt nicht Jungs, ich muss leider mich auschecken. Okay. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Danke vielmals, Martin. Merci vielmals für deine Zeit, Martin. Und, vielleicht das anderes Mal wieder. Sehr, sehr gerne. Für die das noch nicht jetzt mitbekommen haben, die werdet das später dann sicher auch noch als Upload sehen. Und danke vielmals an Martin Bombeli da an der Stelle. Tschüss. Ciao. Schönen Abend. Nein, das hast du noch ein bisschen Zeit, oder was? Ja, ich bin chill. Okay, nein, ist gut. Wenn es dir nichts ausmacht, ich nehme das eben auch, weil weißt du, jetzt in Livestream oder so, der wird nicht gross recommended auf YouTube. Ich bin das nebenbei eben auch noch als am Aufnehmen, als Aufnahme. Und dann kommt das später auch noch als Upload irgendwann einmal. Aber ich finde das geil, Mann, dass du gerade reingerätscht bist, da im Fall. Weil ich habe nicht gewusst, dass es da, sage ich dir ganz ehrlich, so da, auch mit dem Internet Money, mit der Affiliation, dass es halt Leute gibt, weißt du, ich habe mir schon gedacht, dass es Leute gibt, die Interesse haben, weißt, die starkes Interesse haben, sich mit der amerikanischen Szene zu verknüpfen. Aber dass jetzt Internet Money da in Europa jetzt irgendwie Leute sucht oder weißt, mit Leuten wird Affiliations aufbauen, das habe ich jetzt noch nicht so auf dem Schirm gehabt, muss ich ehrlich sein. So. Ja, voll. Das habe ich bis eben vor kurzem auch gar noch nicht so gecheckt. Das Ding ist, viel von der, oder jetzt auch kann ich von mir reden, bei Internet Money hat es auch noch interessiert, woher man kommt, wie alt man ist oder so. Okay. Die haben wirklich nur mal auf die Samples oder auf die Beats gelassen und haben dann erst, wo sie sich sicher waren, okay, wir haben Interesse an dieser Person, anfangen fragen, so, yo, wo bist du und so. Aber es hat wie nie eine Rolle gespielt. Sie haben auch nie gesagt, so, nein, du kommst jetzt von Europa. Eben, also wir haben jetzt so in unserem Team viele Leute, die von Europa kommen, halt die UK, wir haben von Spanien, von Deutschland haben wir jemanden. Und, okay. Aber auf jeden Fall eben, also europaweit. Und darf ich fragen, also kannst du sagen, wie fest du ins Detail, musst auch nicht, wenn du nicht willst, ins Detail schauen, aber es nimmt mich Wunder, wie lange bist du denn mit ihnen jetzt schon affiliated sozusagen? Oder wie lange bist du das schon am Ausprobieren mit ihnen, ein bisschen näher? Mitte August bin ich offiziell joined. Okay. Genau, also schon noch relativ frisch. So. Okay, easy. Also du bist doch da noch ein bisschen am, wie sagen wir, so ein bisschen am anpflanzen oder ein bisschen am schauen, was es dort noch für
tust es noch ein bisschen ausschöpfen, sage ich mal, dass es hat noch Luft nach oben wahrscheinlich, oder? Was du alles noch machen kannst und Synergien und so. Ja, mit ja. ihnen. Okay. Ja, auf jeden Fall. Okay. Aber spannend. Aber ja, also so allgemein zur europäischen Szene, ich habe das Gefühl, es wird sehr, oder ist jetzt noch nicht so im Mainstream angekommen, dass wir sehr krasse Produzenten hier in Europa haben, aber jetzt gibt es auch immer wie mehr so Producer-Camps, Ja. wo man sich trifft und eben, also zum Beispiel Holland ist ja auch voller sehr krasse Produzenten. Deutschland hat ja auch ganz viele gute Leute. Also so die Leute, extrem viel. So. ich habe einfach immer die Story von den Q-Beats-Leuten im Kopf gehabt, dass die halt, keine Ahnung wie viele Songs in Amerika schon, ihre Instagram-Feed ist ja voll mit Stories von Dingen, von irgendwelchen Songs, wo du denkst, oh wow, die haben es auch noch gemacht, oh wow, das haben sie auch noch gemacht. Right. Und so, das verstehe ich schon mit Europa. Ich finde es aber krass, dass du jetzt, indem du halt auch die amerikanische Affiliation jetzt hast, aber halt in der Schweiz dich befindest. Ich finde es fast schon ein bisschen schade, wenn ich merke, ich habe ja auch schon mit anderen Schweizer Beatmakers, also mit ganz, ganz jungen, also etwa in deinem Alter, aber so, die noch vielleicht am Anfang sind, mich auch schon unterhalten. Und viele wirken halt, also korrigiere mich, vielleicht siehst du anders, aber was ich beobachten kann, ist, dass die Schweizer Beatmakers zum Beispiel nicht so untereinander, eben nicht so Writing-Sessions und Sample-Sessions und so, also weißt du, so Dinge machen, wo sie halt Writing-Camp-mäßig untereinander und du wirkst dort viel offener jetzt zum Beispiel, weißt du? Ja, also an was liegt das? Ist halt schwierig für mich zu reden, weil ich habe dort schon recht, oder ich habe dort recht mein Circle, wo da jetzt nicht biased wirken. Aber so in unserem Circle machen wir viel, jetzt vor allem jetzt gerade die letzten paar Wochen, haben wir viele Songwriting-Sessions gehabt, haben wir eben Samples zusammen gemacht, mache ich wieder mit den Homies echt. Man trifft sich noch immer und es, ja, eben, ich finde es mega beneficial, ich weiß gar nicht, woher das ist gekommen, aber eben so die ganze Anschauung hat sich jetzt so im letzten Jahr oder so bei uns sehr geändert. Es ist sehr fluid geworden. Es ist jetzt gehen wir mehr mit 2 Artists und 3 Produzenten ins Studio und nicht ein Produzent und ein Artist. Das finde ich so gut. Das finde ich so gut, was du jetzt gerade sagst, Mann. Das ist so Ding. Also super, dass ihr das macht im Fall, wenn ich da jetzt so spontan kann sagen, weil es passiert doch viel mehr, es findet viel mehr statt nachher in so einer Studio-Session, oder? Ja, absolut. Und man hat weniger Druck, man hat irgendwie weniger Pressure als Einzelne, dass man jetzt, also klar liefern alle und alle haben ein gemeinsames Ding, aber wenn man jetzt sagst, es macht perfekt Sinn für mich, dass du mit 5. Höhe teilweise ins Studio gehst, weil so viel mehr Ideen können umgespielt werden, oder? Oder wie fühlt sich das dann an? Ja, extrem. Also es macht auch extrem viel mehr Spaß. Also es ist meistens so, dass man schon mit vorbereiteten Samples oder Loops in die Session reinkommt. Weil das ist wie einer der kreativsten Ansätze, würde ich jetzt mal behaupten, an einem Beat, wo du halt wirklich mit einem leeren Blatt anfängst. Du hast halt wirklich noch nichts. Wegen dem finde ich es aber noch wichtig, dass du so ein bisschen vorbereitet in die Session reinkommst, dass du verschiedene Sachen hast. Oder at least irgendwie jemand hat eine Gitarre dabei und kann Gitarre spielen oder irgendwie das MIDI-Piano und jemand kann wirklich Klavier spielen. Okay, nicht, dass man halt nicht so lost ist, schon beim Sample, sondern dass man halt gerade mit dem Workflow kann anfangen kann. Und dann entsteht meistens der Song gerade gleichzeitig mit dem Beat und es werden die ganze Zeit halt Ideen hin und her geschossen zwischen den Produzenten und zwischen den Songwritern und auch untereinander. So, mach die Bassline so, mach dort den Cut. Oder dann singt jemand von den Produzenten eine kleine Melodie und dann ist der andere gerade so, oh shit, ja voll, das ist das. Und dann ist jemand gerade so, das ist die Harmony. Und dann sind alle so, wow, dann kann man ausrasten. Dann ist Magic entstanden. So genau, voll. Also wir machen das jetzt auch noch nicht lange, wir haben jetzt uns ein kleines Team aufgebaut. Ja, aber allein schon, dass er das macht, sind er im Fall... So nein, es geht nicht um das. Nein, es geht gar nicht. Also alles gut. Aber der Work-Prozess, den kann ich mega weiterempfehlen. Und eben, ich habe das Gefühl, das ist etwas, was in Amerika viel gemacht wird. Eben, da schon immer mehrere Leute im Studio, da bist du ja nie irgendwie nur zu zweit locked up.
Ja, weil, also, ja, das mit dem, also ich verstehe am Anfang, ich halt viele Meinungen amigs gehört jetzt von Schweizer Musikschaffenden. Ich kann ja beide Seiten, die International Work vorher, wo ich noch bei der Warner Music gearbeitet habe, so der Work Pace von der International Künstler. Und bei den Schweizer merke ich so, dass viele am Anfang vielleicht willst, egal ob du jetzt Beatmaker bist oder bist auf der Vocalist-Seite, auf der Musikerseite, Interpreter-Seite, dass du halt zuerst mal für dich alleine willst, ein bisschen Musik entdecken, was ich kann verstehen, oder? Und dann irgendwann kommst du zum Punkt, okay, ich arbeite vielleicht mit ich hole mir einen Inhouse-Producer zum Beispiel. Das ist so ein bisschen das Höchste von den Gefühlen, was ich jetzt amigs gesehen, dass so Camps einen Inhouse-Producer hätten oder jemand, der bei ihnen dann ist. So. Aber der Next Step jetzt zu dem, wie du das sagst, mit dem du gehst eben das 5., das 6. hoch und sicher wird das auch in der Schweiz gemacht. Klar habe ich jetzt auch von Regionen, eben Bern oder auch Zürich gehört, gewisse, die das schon machen. Oder auch in Basel machen sie das auch. Ja. Das gibt es nicht erst seit gestern. Aber dass, glaube ich, noch nicht ganz so Offenheit für das da ist, was du halt beschreibst mit dem ja, Lanos, weißt du eben, auch allein schon 2 Beatmakers in einem Studio merke ich, dass das teilweise recht problematisch kann werden, was eigentlich gar kein Grund dahinter sollte sein, weißt du, dass das so alle, oh shit, eben ja, okay, ich kann verstehen, so, oh, er versucht meine Soße zu klauen oder so etwas, dass es so Diskussionen gibt, aber also wenn du korrigier mich, aber du bist ja dort drinnen, weißt du, wenn du selbstsicher bist, ich meine, vielleicht siehst du es anders, aber vielleicht ist meine Interpretation auch ein bisschen falsch. Aber sag du es mir, wenn du selbstsicher bist im Studio, wirst du doch auch nicht so Angst haben, dass jetzt jemand, weißt du, wenn du weißt, was du weißt und was du kannst machen, was du an den Tisch kannst bringen, dann muss man sich doch auch keine Sorgen machen, irgendwie, dass klar gibt es Leute, die bösartige Gedanken haben und finden, ja, ich klaue dem anderen übermorgen alle Sachen, so, alle Ideen. Aber wenn du ja mit einer gewissen Selbstsicherheit ins Studio gehst, dann sollte das gar keine Rolle mehr spielen, sondern einfach mehr der Mindset, hey, die beste Idee gewinnen. So, die beste Idee soll gewinnen, oder? Ja, also das sehe ich absolut. Es geht, glaube ich, bei dem mehr um so Sachen, die du wie selber entwickelt hast, von Zeit zu Zeit, also wo du wirklich Monate investiert hast, für genau die Art von Samples perfektionieren. Und das, wenn du es einmal jemandem erklärst, kann er es basically 1:1 nachmachen. Und dass dann wie die Platz dort aufgehoben wird. Das ist so das Einzige, was ich sehe, wenn du wie etwas entwickelst, was nicht inhärent kompliziert ist, aber echt optimiert ist, dass du das wie kannst plötzlich verlieren, wenn es jemand rausfindet. Okay, aber du scheinst mir jetzt auch wie jemand, wo wenn du weißt, du hast das schon mal kreiert, kannst du das auch wiederholen. Wenn es jetzt würdest müssen, weißt, in den Bag wieder müsstest reinkommen, dann könntest du, also selbst, weißt, wenn der Worst Case jetzt wärst, dass du merkst, jemand hat mir jetzt wirklich den Move da geklaut, weißt, oder irgendetwas adaptiert, kannst du ja trotzdem nochmal in deinem Bag gehen und sagen, easy, weißt du, dort wo das herkommt, dort kann ich wieder etwas rausholen aus dem, weißt du? Ja, voll, auf jeden Fall. Also aber dort muss man eigentlich so die Idee loslassen, dass es echt ein Erfolgsrezept gibt. Wenn man mal etwas Gutes gemacht hat, wird man irgendwann schon mal wieder etwas Gutes machen. Dauert es vielleicht echt länger und man hat vielleicht echt Glück gehabt mit der einen Idee oder mit der einen Lane, wo man gefahren ist. Aber solange du immer noch passionate bist und dein Word reinsteckst, muss man dort schon nicht Angst haben, wie du sagst. Was ich dazu wollte sagen, ist so, dass es wichtig ist, dass du, wenn du ins Studio gehst, dass du dich wohlfühlst und dass du auch den Leuten vertraust. Weil sobald das so ist, dann habe ich auch nicht Angst, dass mir etwas rippt. Und dann bin ich mit Leuten, die ich das Gefühl habe, die wollen auch nur das Beste für mich, ich will das Beste für sie, wir wollen gegenseitig uns helfen. Voll, und dann ist es weniger das Problem. Alle wollen gewinnen, sozusagen, weißt du, die dort sind, voll. Oder? Und wenn mein Team gewinnt, dann gewinne ich. Und wenn ich gewinne, dann gewinnt mein Team. Das ist nicht so. Also ja, mein Team ist immer so Exklusivität, nein, aber so in Session nennen wir. Ich verstehe schon, also weil wenn dann das eine, also weißt, klar habe ich bis zu einem gewissen Punkt, habe ich halt gewisse Episoden, wo ich auch gesagt habe, ja, zu fest Camp-Gedanken kann dann auch teilweise gefährlich sein, aber das kann auch, wie du gesagt hast, kann das auch als Inspiration gelten für eben die nächsten 16-Jährigen, die da kommen und finden, ich würde irgendwie das Gleiche machen, was die auch machen, oder? Right. Und ich würde halt gerne mehr Beispiele sehen, generell in der Schweiz, von allem würde ich gerne mehr sehen. Oder wegen dem gibt es ja den Podcast, so sagen wir jetzt mal. Was ich noch schnell sagen zu diesen Camps.
das, was du gesagt hast, ganz am Anfang, Dani, das hat sehr fest resonated mit mir. Dass man am Anfang, wenn man von Musik machen will, man immer so sein eigenes Ding machen. Also, als ich angefangen habe, habe ich auch niemand an meine Musik gelassen. Das hat mich mega gestört, wenn ich mal ein Beat jemandem anderem, also ja, am Anfang auch so Vocals gemacht und so. Das hat mich immer gestört, wenn jemand anderes schon nur mein Beat hatte und ich nicht selber die Vocals machen und so. Okay. Und das war wie mega der Prozess gewesen, den kleinen egoistischen Punkt zu verlieren und wie die Musik über sein eigenes Ego zu stellen und zu sagen, schau, wir sind jetzt alle hier für den bestmöglichsten Song zu machen. Und da muss ich wie meine eigenen Vorstellungen einfach eine Notch runternehmen. Es ist wichtiger, dass es in diesem Song, dass der Song gut kommt, als dass ich mich auslebe in diesem Song. Das ist wie ein mega wichtiger Teil gewesen, auch für Leute, die jetzt eben in unserem Team, wenn wir auch an einem Song arbeiten, ist dann nicht so, nein, aber jetzt hast du die Line geschrieben. Oder jetzt hast du die Melodie geschrieben und jetzt muss ich die einsingen. Ja. Jetzt ist nicht mein Song so, das gibt's nicht. Und ich glaube, das ist ein mega Process, das zu verlieren. Und echt zu sagen, ja, wir worken alle an einem. Klar gibt es echt ein Interpret vom Ganzen, aber das ist gleich. Ja, aber wegen dem hast du trotzdem, wie du auch gesagt hast, jeder hat seine Credits, weißt, wenn das Publishing richtig gelöst ist und sich alle daran halten und niemand anders linken will, dann kommt jeder seinen Publishing Share über, die Autoren kommen ihren Publishing Share über, Komponisten kommen ihren Publishing Share über, der Interpret seine Masterrechte, so vielleicht die Producers auch noch Master Rights und so. Und dann, weißt du, wenn das korrekt abläuft, dann ist das geil, dann ist das Magie. So. Und ich würde es auch nicht so anstellen, also Leute sollten das nicht falsch verstehen, wo ich vorher gefragt habe, wegen mit dem Snatchen von Sachen oder so. Ich finde, es gibt mehr Studio-Sessions, wenn man jetzt weltweit die Studio-Sessions anschaut und auch die Anzahl Studio-Sessions, die es in der Schweiz gibt. Ich glaube, es gibt mehr Sessions, wo Musikschaffende untereinander in Harmony und in Peace zusammenarbeiten können, als dass es Sessions gibt, wo Leute sich gegenseitig linken wollen. So muss ich einfach denken. Ja. So. Ja, absolut. Schlussendlich shared man ja die gleiche Passion. Es ist aber nicht wie er ist mein Gegner oder so irgendetwas. Nein, es ist das mit dem Gewinnen-Ding, wie du auch gesagt hast. Wenn er gönnt, er oder sie gönnt, dann kann ich auch mehr gewinnen vielleicht, oder? So ein bisschen der Mut. Absolut. Aber okay, jetzt in der Schweiz, wenn du es vielleicht noch willst sagen oder ein bisschen auch die Plattform willst nutzen, neigt das. Was schwelgt dir dann nebst dem YouTube-Ding, wenn ich dich fragen darf, wenn du jetzt sagst, okay, bist du noch am Überlegen, vielleicht einen eigenen YouTube-Channel irgendwann mal zu machen? Ich glaube, so wie ich dich jetzt verstanden habe, passiert das irgendwann mal. Das ist einfach eine Frage von der Zeit. Wirkst du jetzt ein bisschen so, als würdest du es machen. So. Aber was hast du so gewisse Sachen, wo du willst vielleicht sagen, an was bist gewisse Sachen, die vielleicht nicht so confidential sind, an was bist du dann in der Schweiz im Moment am Arbeiten? So? Gibt es gewisse Projekte, an denen du jetzt gerade mitwirkst oder auf die du gerade stolz bist, auch für die Schweiz? So? Abseits von den Internet-Money-Aktivitäten, sage ich mal. Also ich bin glücklich, bin ich Teil vom Supernova-Projekt, vom Steny. Okay. Das habe ich einen sehr grossen Step gefunden, sehr gute Songs gefunden. Okay. Ich finde, das war ein sehr wichtiges Projekt für 2020 für die Schweizer Landschaft. Also echt dort, wo ich gearbeitet habe, ich bin sehr stark mit dem Set of Freshmen unterwegs. Wir haben basically zusammen angefangen Musik zu machen. Okay. Genau, da kommt jetzt auch viel Zeugs in Zukunft aus dem Ecken, wo auch ein bisschen in andere Richtungen geht. Ich weiß gar nicht, was ich so sagen soll. Ich habe mit schon verschiedensten Leuten geschafft, aber ich würde sagen, jetzt so als ganzes Projekt würde ich schon Supernova als so etwas sehr Wichtiges bezeichnen. Okay, cool. Genau. Und jetzt so noch, gut, du bist konstant wahrscheinlich so, jetzt amix mit Leuten über Musik am schauen, was so production-mäßig kannst machen, oder? Also jetzt für upcoming Sachen hast du wahrscheinlich ein paar verschiedene Sachen, die du so ein bisschen pending hast, denke ich mal, oder? Oder bist wahrscheinlich einfach konstant am Weitermachen, am Beats und Samples machen, oder? Würde ich meinen. Ja, voll. Okay. Also ich weiß nicht, ich will da nicht
Ich bin mir gar nicht sicher, was ich alles schon sollte oder nicht sollte sagen. Nein, alles gut, Aber, alles easy, alles easy. Da kommen sicher noch ein paar Schweizer Songs raus. Alles easy. Nein, das ist, mich hat mehr gewundert, weißt du, die Affiliation bzw. die US-Aktivität, das verstehe ich, dass so jemand wie dich das auch würde interessieren. Aber ich finde es eigentlich noch spannend, dass du in so einer Rolle jetzt wärst für die Zukunft, wo halt eben auch die Schweiz könnte mitbedienen. Weil ich sage dir ganz ehrlich, ich bin halt nicht auf den Kopf gefallen. Ich sehe schon Beatmakers und Produzenten, die die Schweiz irgendwann einfach mal hinter sich lassen und sagen, I'm out of here und verschwinden und nie mehr zurückkommen. Ja. Die gibt es halt auch. Ich würde aber nicht sagen, ich bin gegen diese Leute. So, einfach auch für den Podcast als Statement. Ich kann das verstehen, wenn man sagt, die Schweiz ist einem nicht gross genug oder whatever nachher für Argumente kommen, oder? Ich finde es aber eine faire Diskussion zu haben und ich glaube, diese Diskussion wird nicht so oft geführt bei denen, die es dann schaffen international. Fände ich es fair, wenn wir irgendwann mal die Diskussion haben, hey, aber weißt, komm doch ins Mutterland, mach doch etwas mit dem Mutterland so und weißt, woher du kommst und versuch doch wieder auch dort Brücken zu schlagen, weil die könnten auch von so einer internationalen Knowledge könnten die dann auch profitieren, weißt, wenn jetzt wenn du irgendwo in anderen Ländern big machst und das sehe ich halt nicht so oft, das tut mich dann ein bisschen frustrieren, aber ich will da jetzt auch niemand irgendwie sagen, hey, du musst unbedingt in der Schweiz bleiben oder so, weil ich verstehe das schon, wenn du jetzt sagst, hey, du bist international. Aber ich bin ehrlich gewesen, bevor du jetzt gekommen bist in den Chat oder in den Stream, habe ich halt auch nicht gerade den Gedanken, die Schlussfolgerung gemacht, dass es halt sicher auch viele Beatmakers wie dich muss geben da raus, oder halt Produzenten, wo wieso, weißt du, eben, die kommen von da, es interessiert sie auch internationale Sachen, aber du willst auch Schweizer Sachen mitpushen oder mitprägen, weißt du, und das kann ich schon verstehen, dass es Leute gibt, die auch so eine Balance wollen, erschaffen, oder sozusagen. Ja, absolut, also Sam, ich finde auch Leute, die die Schweiz hinter sich lassen, wie du sagst, so absolut nichts Falsches dran, und ich finde, man muss alles machen, wo man will, um seinen Dream zu verwirklichen und zum erfolgreich werden. Und wenn das heisst, für die persönliche Entwicklung, dass man die Schweiz echt mal hinter sich lässt, dann go ahead. So. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Leute etwas der Schweiz schulden oder so. Nein, nicht. Nein. Vor allem, wenn die Schweiz vorher die war, und das kann ich schon verstehen, bei vielen von denen, wo halt dann auch bei den Musikern, die die Schweiz hinter sich lassen, ist dann oftmals so gewesen, dass sie am Anfang wieso nicht genug vielleicht auch Love bekommen haben teilweise von der Schweiz. Ja. Und nachher denkst du dir, ja, was soll ich da, Mann, wenn mir mein eigenes Land kein Love gibt, so. Aber ich will jetzt auch nicht die Prämisse aufrechthalten oder die Narrative, dass die Schweiz so sei, weil ich glaube, das ist in allen Ländern oftmals so, das hat nichts mit der Schweiz exklusiv zu tun. Und ich glaube schon, dass die Schweiz dope Content von Schweizer Leuten appreciaten, wenn es wirklich dope ist, wenn es auf einer hohen Qualität ist, dann kommen die Leute schon führen, die Konsumenten, und konsumieren das. Oder so. Ja, absolut. Aber ich finde es schön, dass du sowieso ein bisschen, könnte man auch sagen, ein bisschen eine Doppelrolle hast, sozusagen, Nike-Pass, oder? Dass du wie so ein bisschen natürlich kann ich respektieren, dein US-Hustle willst du natürlich auch machen, weil würde ich wahrscheinlich auch machen, wenn ich in deinem Alter wäre und das kann, was du kannst. So. Aber gleichzeitig versuchst du auch, die Schweiz unter einen Hut zu bringen. Also, das ist, das tönt alles gut eigentlich. So. Ich würde dich jetzt auch nicht unnötig lange da noch aufhalten, weil wir auch schon irgendwie 2 Stunden da in diesem Stream sind, aber irgendwie habe ich das Gefühl, vielleicht kreuzt sich Nike das, wenn du mal sehr gerne, weißt du, weil ich will auch so Discord-Sachen und so beziehungsweise Audio-Talks oder jetzt auch FaceTime-Talks oder so, jetzt auch noch ein bisschen mehr machen. Und dort würde ich auch ein bisschen mehr die Mentalität, die du jetzt im Studio beschrieben hast, würde ich noch viel mehr machen da mit dem Colo-Podcast, auch, dass du weißt, so Gruppendiskussionen hast, wie das, irgendwie mit 2, 3 Leuten. Darum, wenn du bist immer sehr, sehr gerne eingeladen, wenn ich das so sagen darf an dieser Stelle, wenn du auch Input willst bringen, sei es zum Music Production oder vielleicht irgendwie
deine Expertenrolle als Sample-Macher, als Sample-Bauer auch, oder was auch immer, über was du auch immer reden willst, solange es so auch um die Schweiz geht, so, können sicher auch andere Zuschauer vom Cola-Podcast davon profitieren, würde ich sagen. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Also ich muss sagen, ich verfolge das Ding auch schon eigentlich, seit es jetzt läuft. Okay, cool, freut mich. Dann bin ich immer gerne hier. Freut mich. Also der Brüder Nike das sehen ihr da im Stream auch, geben dem ein bisschen Love auf IG, er ist auch auf YouTube unterwegs, sehe ich da. Und Freund des Hauses, wenn ich das jetzt so darf sagen, ist cool, dass du dich gemeldet hast, Nike das im Chat, und ist gut, dass wir da auch gerade live im Livestream etwas schwätzen, sage ich jetzt mal. Ja, hast du noch abschließende Worte? Das letzte Wort gehört dir, Nike das da. Wow, schwierig. Shoutout an meine Family, man. Ganz viele liebe Frauen. Die, was geht, die wissen, was ich meine. Und auch, die zulassen, stay safe. So. Gerade jetzt in dieser Zeit. Passt gut auf euch auf. Yes. Sehr das Klima, habe mich gefreut. Dann würde ich sagen, man hört sich irgendwann einmal, und das war es für heute beim Cola Podcast. Danke fürs Zuschauen, oder beziehungsweise die das dann später werden sehen. Danke an Martin Bommeli und danke an Nike Tass, der da dabei war. Sehr geil. Peace out. Ciao zusammen.